Hey Gamerinos, heute spielen wir den Torbjörn, der Zwerg. Ich bin der Mark, der BMAC, Overwatch Beta, es geht weiter. Und der Torbjörn, das ist so ein bisschen ein Abklatsch vom Engineer von Team Fortress 2, wer das schon gespielt hat, oder von Team Fortress 1. Was kann der Mensch, oder der Zwerg besser gesagt? Er kann böse reinschauen, er kann Türmchen bauen, die Türmchen können Schaden machen, kann mit seinem Hammer die Türmchen stärker machen, leveln. Er kann noch so Schilder geben, also so Päckchen, die man aufnehmen kann. Dann hat man ein Schild oder ein bisschen mehr Verteidigungswert. Und er hat noch seine Superfähigkeit, den Molten Core, wo er sein Türmchen auf Level 3 kann bringen kann. Und dann macht es richtig viel Schaden. Für wer ist der Charakter? Der Charakter ist für Leute, die vielleicht gerade ein bisschen neu ins Game reinkommen. Er braucht nicht so viel Aim, er braucht eher taktisch, muss man seine Türmchen gescheiter platzieren. Er hat, wie ihr hier seht, eine Shotgun, die kann einzeln schießen oder mit einem Rechtsklick kann man einen richtigen Spray machen. Und was wir machen, ist klar, wir gehen offensiv, weil wir schießen an mit dem einfach defensiv rumzocken. Ist vielleicht nicht das Gescheitste, aber zumindest bei diesen Gegnern wird es funktionieren, das kann ich schon jetzt sagen. Da hier. Und nachher, wenn ich gerade auf Level 2 den Turm jetzt tue, weil das hat nicht nur den Vorteil, dass der Turm stärker mehr Damage macht, sondern ich komme auch ein bisschen mehr Leben über. Seht ihr, jetzt habe ich 250 Lebenspunkte. Der Turm hat mehr als ich. Das ist einfach so. Und es ist wirklich so ein Managen. Ein Managen von diesem Turm. Schauen, dass der Turm bleibt stehen, weil wenn er angegriffen wird, kann ich mit dem Hammer wieder Leben geben am Turm, mache ich hier jetzt so, mache ich drauf hauen. Und ich bin mehr oder weniger immer um den Turm rum. Jetzt sehe ich, oh, der greift mit Turm an. Dann gehe ich noch von hinten anschleichen und bumm, weg ist er. Mit dem Rechtsklick. Ihn nehme ich auch noch gerade. Und dann wieder den Turm heilen. Päckchen am Boden, dass ich wieder ein bisschen Leben bekomme und ein bisschen Schild. Und jetzt kommt meine Superfähigkeit, der Molten Core, da haue ich viel schneller auf den Turm ein und der Turm auf Level 3 hat 800 HP, das ist ja fast sozusagen unzerstörbar und macht natürlich immens mehr Schaden. Schade kommt es gerade niemand. Ja, den bekomme ich nicht zu Schaden. Ja, das ist so ein bisschen so, wie er sich spielt. Oh, und von hinten der Reaper. Wird vor allem defensiv eingesetzt, offensiv eher weniger. Und macht recht Schaden. Und wie man hier sieht, kann ich doch durchaus auch etwas killen. Ich muss sagen, eher ein Charakter für, zum Einsteigen. Ist nie wirklich so schwierig zu spielen, finde ich zumindest. Also im Vergleich zu anderen Charakteren. Macht aber richtig Laune, macht Spaß grundsätzlich. Tut mir auch sagen, ob ihr den Charakter geil oder scheiße findet. Könnt oben rechts das Ding abonnieren, könnt natürlich wieder einen Daumen gegen oder einen Daumen gegen runter geben. Das ist mir relativ gleich, was ihr macht. Hauptsache, ihr macht etwas. Und wir gehen nachher weiter. Nächster Gegner, oder nächster Charakter von Overwatch Beta wird wahrscheinlich ein Heilcharakter sein. Wenn ihr hier einen speziell vorgestellt habt, könnt ihr es sagen. Ich persönlich spiele nie Heal-Charaktere. Ich bin einer von denen, genau, die man hasst, die man nicht gerne hat. Aber für euch tue ich das natürlich machen. Für euch jetzt Tschüss sagen, der BMAC, der Mark.